Merci, Herr Präsident. Het Joufenke wollte ich aber trotzdem noch all den noch Mercisonen, die an der Logementskommission mitgemacht haben, das ein bisschen spät, muss ich sagen, geschieht. Aber es war spannend, das muss ich auch sagen. Und das ist auch ganz gut und ganz fair gelegt vom Präsidenten der Logementskommission, das wollte ich auch noch ein Kehr lassen. Herr Präsident, wenn wir schon bei der Logementskommission sind, Rand von einer Kommissionssitzung, am Kader justement von dieser Debatte, hat ihr mir vorgeschlagen, die Interpellationsdebatte zu lesen, die dir ja selber im Jahr 2001 angefragt hat. Und ich habe auch nur gelesen, das war ein interessanter Tipp, weil ich selber die Debatte damals nicht mitgekriegt habe als Student. Ich hatte andere Sorgen, und respektive auch sogar Männer Sorgen, wie heute. Mais apropos Sorgen, für rund 17 Jahre hatte man schon, was das Logement angeht, quasi dieselbecht. Und das ist eine lange Zeit, weil die Demos auf die Welt kommen sind, die sind noch geschwind großjährig, und werden mit dem Problem auch demnächst konfrontiert gehen. Wir waren dann eben mit den selben Problemen konfrontiert, wir haben sich verschärft. Ich zitiere, als erklärt, am Süden, wo die 14 Jahre also 91 dann den 8 nach 4 rund 400.000 Franken, also 10.000 Euro, von haut gehen dann einzelne Gemengen über Millionen Franken, also 25.000 Euro den 8 bezahlt. Haut darf meine Schütze das ganz verdoppelt, 17 Jahre Drops. Mit den anderen Zahlen, die sind alarmierend. Über die Periode zwischen 85 und 2016 fehlen laut den Zahlen vom Observatoire de l'Habitat rund 32.000 Wohnungen. Laut einem Avis vom Conseil économique et social aus dem Jahr 2013 müssten 129.000 neue Wohnungen entstehen am Zeitraum zwischen 2010 und 2030. Das ist ungefähr 6.500 pro Jahr, wobei den Observatoire de l'Habitat das Zoll auch dem November auf 7.500 bis 8.000 Euro evaluiert, am Fall von einem Bevölkerungswachstum von 2% pro Jahr. Was den Verkaufspreis von den Wohnungen angeht, so ist den zwischen 2008 und 2017 um 47% geklommen. Weiter Zahlen, die für sich schwätzen, die angekündigte Loyer zwischen 2005 und 2017 sind für die Häuser um 33% geklommen, und für die Appartemente um 46%. Die verschiedenen Mesuren, die geholt sind, da muss man sich vorstellen, ob die auch all gegriffen an der Zwischenzeit. Und ich meine, da muss man einfach nehmen. So. Und die einzige Politik am Logement, die funktioniert, als die, wo sogar Leute mit kleinstem Lohn ein komfortabel und dezent Wohnung sich können leisten, ohne finanziell an die Labyrinthen zu kommen. Und ich meine noch nicht, dass die Frage vom Logement aber ein karitativ Erderweis kann lesen. Am Prinzip dürft das karitativ nicht am Spiel kommen, weil jedereen, auch die Ärmsten, müssten ein Logement haben, ohne über karitative Mesuren zu führen. Dasselbe gilt ja auch für die Education. Es wäre ja auch komisch, wenn ich so zu den einerseits eine normale Education und andererseits ein Plan für die MIAM, eine karitative Education. Aber sie war in der Meinung, dass das Logement eine Frage ist für Service Public, wo jedereen muss absolut garantiert kriegen. Herr Präsident, ich meine, du sagst, Sie bekannt vom Problem. Die jahrzehntelang laissez-faire Politik vom Markt, den anscheinend alles soll regeln, nicht bewiesen, dass gescheitert ist, an 10.000 Leute hier am Land für ganz seriöse finanziellen Probleme stellt. Es gehen d'ailleurs aber auch immer mehr Leute und auch immer mehr politische Parteien, bis vielleicht op DP, die nach dem Markt leben, an die Probleme vom 21. Jahrhundert wollen mit den Fehlern vom 20. Jahrhundert lesen. Großgewinner von diesem Spiel waren weiterhin Großpromoteuren, die Immobilienbourgeoisie, auch Herbauern. Und dabei darf wir noch nicht einen anderen Akteur vergessen, nämlich die von den Fonds, von Investitionsgesellschaften, die nicht nur in Büro investieren, mehr auch an Wohnungen zumal unter der Finanzkrise von 2008, wo sie auch ein bisschen weg von Aktien oder von Obligationen kommen sind, für auch an Immobilien nach mäßig intensiv zu investieren. Großverlierer waren biselo Geringverdiener an die aus den innersten Mittelschichten, die sich keine kleine Erbschaft oder Hölle aus dem Elternhaus erwerben konnten. Es ist biselo,
weil das Phänomen immer mehr sich greift und sich nicht nimmen op die Kategorie von Leute beschränkt, weil mehr dat Privatpromoteuren mehr unterstützt solle gehen, sind Ideen, wo immer mehr Leute angesehen, dass sie der Vergangenheit umgehen. Und das wird natürlich dazu gefordert, feiert nach immer dazu, dass wenig öffentlich gebaut wird, und andererseits, dass den Undeel soziale Wohnungen lamentabel Davos, das heißt bei 2% leidet. Leider geht da war, und da sind andere Wolle nicht genug über Lokatieren geschwart. Politik, die bislo betrieben gouf, für der Wohnungsnot entgegenzukommen, hat entweder erklangen oder auf falsche Mesuren bestanden oder Mesuren, die schwer umsetzbar sind. Zum Beispiel, was die Subventionierung von den Wohnungen angeht, für die Gemengen, wo der Staat bis 75% kann holen. Ich hatte eine Question parlamentär gestaltet und den Logementsminister für zu wissen, wie viel so Wohnungen realisiert goufen 2011 am Zeitraum 2011 krieg ich auch die Antwort vom Minister bis 2016 sind am ganzen 422 Wohnungen erschwert gin. sind natürlich viele Wohnungen, die gemacht und mehr an einem kleinen Moos. Dafür gibt es verschiedene Erklärungen, vielleicht auch Exkusen, weil gewisse Mengen nicht wird, trotz des Subventionen zu teuer. Ob Nofrokrudisch gesagt hat, vielleicht gewisse wahrscheinlich mehr kleine Gemengen noch ein Problem hätten, für das Suivi zu finanzieren. Und das kann auch durchaus der Fall sein, und das muss dementsprechend gesetzlich geregelt gehen. Aber es gibt ja auch Gemengen, die Finanzlast wahrscheinlich auch drohen könnten. Am Do muss ich sich vorstellen, wie war trotzdem nicht geschieht. Ich meine, da muss ich noch ehrlich sehen, es sind wahrscheinlich auch Gemengen, die jetzt nicht unbedingt als Ubrecht fanden oder ugesehen für sogenannte Sozialwohnungen zu bauen, an eine gewisse Klientel umzuziehen. Und da leidet wahrscheinlich das Problem, und da ändert wahrscheinlich auch nicht, wenn Subventionen auf 100% herabgeschraubt wird, dass man das natürlich auch begrüßen. Eine andere Mesure, die problematisch ist, das eben Taxation von den Edelstunden Wohnungen. Gesetz gesagt dafür, mehr Modalitäten sind nicht festgelegt gehen. Was geschieht? Es sind eine grabvolle Mengen, die das machen, versichern. Zumal es dann so kleiner unübersichtlich sind, wie zum Beispiel zu Bierkirch. Da gibt es natürlich auch Gemengen, wo die Welle besteht, aber wo sie Angst haben für juristische Prozeduren. Und da gibt es Gemengen, wo die politische Wille sowieso nicht ganz groß ist oder nicht mehr teilweise. Und da, wo auch die beste Excuse, ob die kann den zurückgreifen, für es nicht durchzuziehen. Dafür mengen wir auch das Gesetz, die Gemengen in den Arm misst greifen, respektive noch ein Freiraum mehr lässt für so Exkusen. Es gibt noch andere Probleme, wie zum Beispiel auch die 10% Logement akkumodéré, wo man sich auch vorstellen muss, was das wäre, ob man das sowieso nicht muss absetzen muss, und überhaupt, dass die akkumodéré nicht unbedingt moderiert ist, und bei den 10% akkumodéré, ob das auch lokativ ist, Wand ist, und inwiefern die Qualität von den Wohnungen nicht unterschiedlich ist und mich schlecht ist. Es gibt natürlich auch gut Projekte, größere Projekte, die de Fonds du Logement möchte, das schon ernannt gehen, zu Diedling, zu Wolz, an die sie noch ganz gut, ganz spannend, die muss ich begrüßen, aber wir wissen, dass da doch nicht mehr Drüpse sind, auf Wärme stehen. Ich meine, Herr Präsident, heute, wo ich kommt zicken, wo ich kommt so, wir diskutieren, wir analysieren, wir probieren, ein bisschen durch die Zeiten, sie so lös rüber, weil das war nämlich auch die Antworten von Herrn Boden, dem uns 2011 bei der Interpellation, das war tatsächlich, komm, wir gucken, wir analysieren und so weiter. Ich meine, muss ich schon fundamentale, radikale Mesuren holen, die Probleme und Wurzel packen, weil sonst rennen wir auch irgendein an eine Logementsmauer. Weil das Problem war noch nicht so akut, weil es nach einer Generation geht, die kann auch von den Babyboomers sozusagen zu denen, die Generation, zu der ich auch gehören, wo Leute, die sogar aus echter modester Verhältnissen trotzdem sich konnten ein Objekt erhoffen, eine kleine Erbschaft erhoffen und so weiter, wird die Situation natürlich verbessert. Aber für die nächsten Generationen, meine ich, wird das inhaltlich kompliziert. Und natürlich hat das auch einen makroökonomischen Impact, weil dem nur weiter wir nicht vergessen. Wir können mit einer Finanzkrise konfrontiert sein. Ich meine, darüber, das wird nicht oft gesagt. Und an dem Kontext, plus mit der Situation, die wir haben, vom Logement,
an dem makroökonomischen Impact, den het kind tun op de Konsum an op Kaufkraft vun de Leiit, da kente man mat eng Dubelgau konfrontéiert sinn, Resettenabbruch engerseits an andererseits Verschuldung vun de Leiit, an da muss noch gucken, wetten to fix, wetten to variabel ass, an ze muss beim to variabel kann doch nach bisssen mé kompliceéiert ginn. Herr Präsident, was muss ich machen? Wir behaupten nicht, dass das Problem innerhalb von der paar Monaten gelöst gehen. Wir noch Verständnis an eine neue Regierung können, dann noch vielleicht auch sieht, wir holen als EU für wirklich eine ambitiöse Strategie auszuschaffen, weil so einfach ist es nicht. Ich meine, wir müssen eine Politik machen, wo konsequent gegen Spekulation an edle Wohnraum vorgegangen geht, wo sowohl Staat als Gemeinde sich die finanziell, materiell, gesetzlich Mittel gehen, also nicht an Exkuse verstoppen. Zurzeit geht es ungefähr wahrscheinlich zwischen 10.000 und 20.000 Wohnungen, die idle stehen. Das ist schon mal nicht normal, kann ich nicht richtig abschätzen, weil wir wissen ja nicht, ob ich das richtig abschätzen kann, das ist eine Estimation. Aber wenn man wissen, könnte ja eine Taxe ob die Idle-Wohnungen erhoben gehen. Mit Gesetz sieht grosso modo, die Gemengen, die können das machen. Wir gucken, dass da eins gibt. Wir mengen auch, dass der Schritt mehr weit muss gehen. Zum Beispiel können Sie sich vorstellen, dass eine Wohnung, wer zum Beispiel lieber die nicht besat gouf, a wo der Proprietär auch kein valable Grund natürlich vierweise kann, für was die Wohnung idle ist, da den do auch für diesen Mal muss man Proprietär geguckt gehen, als für einen Grund, wo die Wohnung idle steht. Vielleicht gibt es ja auch eine valable Ursache, das ist nicht das Problem. An dem noch weiß sogar, wir sind dem Proprietär eine Hilfe anbieten, für sein Bien zu verlohnen. Da ist auch ein Tag, die eine öffentliche Immobilienagenz kann die verholen, darüber komme ich nachher noch zurück. Wir sind noch der Meinung, dass das muss taxieren, no Mescher Modell, 150 € pro Quadratmeter, no 12 Monate, 300 no 24 Monate, 600 no 36 Monate, und no kann den auch sich evaluieren, ob nicht eine temporäre Enteignung machen. Und da gibt auch die öffentliche Immobilienagenz ergreifen, die da gibt so, okay, die könnt ein Objekt den Objekt will nicht weiter verlohnen, ohne guten Grund. Mir sind nicht Lokatär, an der no kriegt den Objekt zurück mit einem Lokatär dran. Also, es wäre just temporär. Aber es muss noch von den über Spekulationen und Spekulanten schwätzt, dass das hauptsächlich von größeren Promoteuren oder Societäten betrieben wird. Es geht als darum, dass der Weiterverkauf von bebaubaren Terrain nicht permanent weiterverkauft wird, für eine immer mehr hohe Plus-Value rauszuschlagen. Am Ausland, wie zum Beispiel an der Schweiz, da gibt es Mesuren, die schon geholt wurden, für dahin zu gehen. Und da gibt zum Beispiel der Weiterverkauf von einem Terrain, ob dem gebaut kein gehen, mit den Spekulationsgründen weiterverkauft wird, eine Steuer erhoben, die relativ weit kann gehen, 50, 60, 70, 80%, dem nur weh, je no Kanton, ob der Plus-Value. Wir könnten uns vorstellen, dass die noch zu Lützburg so eine Steuer kennt abheben, für dass endlich mal die Baulandspekulation, die nicht mehr einer kleiner Minorität profitiert, ein Ende zu setzen. Und in dem Sinne, Herr Präsident, gebe ich auch eine Motion deposieren, wenn ich glifft. Voilà. Ein anderes Problem, das wir heute zu Lützburg schon, das die Schwierigkeit, die der Staat oder die Gemeinden haben, für private Bauland zum Wohnungsbau zu mobilisieren. Wir kennen Hürden an einer anderem auch die für eine Expropriation für die Utilité publique, die de bisschen mich schwer machen. Am Resultat, den wir kennen, und ich meine, das Beispiel, auch von den Nicht-Staaten, muss aus diesem Raum muss einer kommen, wenigstens Beispiel Sterreplatz, wo Center Jahrzehnten ein Platz vergammelt, gelost wird, weil da ein paar Spekulanten sich nicht wollen gehen. Das ist einfach nicht akzeptabel. Dafür deposieren wir auch eine Motion, die die Regierung all die gesetzlich verfassungsrechtlichen Mesuren, du musst die Opposition mitspielen, wir spielen du gerne mit, für eben private Bauland, für dafür zu sorgen, dass die nicht blockiert wird, und dann auch spekulativen Gründen, voilà, wenn ich glifft. Herr Präsident, Leute haben oft Angst, wenn sie das Wort Enteignung hören, und das kann ich noch verstehen. Dabei muss ich aber auch sagen, dass es ja nicht darum geht, dem Staatsmittel für einfach so, egal wen zu enteignen, wie das für drun so durchgestaltet gouf. Die Enteignung, du hat den Herr Hahn schon viel gegriffen, mit der Enteignung betrifft tatsächlich Großspekulanten und nicht Kleinproprietären, die dans les règles de l'art ihre Bien weiter
verloren. Und dafür müssen wir abhalten mit dieser Fake News, wo immer die Bomi mit am Spiel könnt, los die Bomi heraus. Ich kenne bald kein Bomi, die spekuliert, die Baulandspekulation betreibt. Mein Bomi hat auch kleine Bien, sie nicht immer da spekuliert. Do Leiit sind Ravune gegangen an de no selber als ege Familie. Dat ass eng Fake News, die u sech aus gewësse Kräser kënnt fir eben Kleinleit Angst zu machen, für die Interessen von großen Proprietären so können besser zu verteidigen. Darum geht es. Und das ist die Fake News, die auch von der DP eben permanent so propagiert wird, dass kein Hai, der will der Bomi hier in Terra wegholen. Wir wollen als wirklich und die Großproprietären attackieren. Der öffentliche Hand, also man muss natürlich auch eine Politik betreiben. Also ich will den Herr Präsident meine Zeit dann noch von den Motionen. Ne? Also, ich gehe aus, dass er die einzelnen Motionen präsentiert. Da ja. Kommt der Herr nun voilà. nicht mehr darauf zurück. Nein, ich komme nicht darauf zurück. Merci. Der öffentliche Hand, das ist natürlich der Staat, die Gemengen und die Etablissements publics, wie der Fonds du Logement zum Beispiel. Wir meinen aber auch, dass wir einen weiteren Akteur brauchen, so wie auch einer Leute das vorschlagen. Wir schlagen die Gründung von einer nationalen Wohnungsbaugesellschaft, die Finanzierung und Planung an den Bau von Wohnungen selber an die Hand hält. In dem Sinn deposieren wir die dritte Motion, die vielleicht, keine Angst, am selben Esprit plädieren wir auch für die Schaffung von einer öffentlichen Immobilienagenz, wie Fedrun erwähnt worden. Die gibt dann noch ein paar Sachen überholen. Für dich wird dafür responsabel, den Bestand von den Eidelstunden Wohnungen festzulegen. Das gibt dann noch Gemengen entlasten. Das gibt dann auch Gemengen entlasten, weil irgendein Kehr hatte man auch all die Donnen. Sie gibt dann natürlich auch für die temporäre Enteignung, wie ich wieder gesagt habe, sorgen. Sie wäre aber auch dafür zuständig, die Neuwohnungen zu verlohnen, und das natürlich auch ohne irgendeine Kosten für den Lokatär. Sie gibt sich also nur die Besoin von den Lokatären richten, und nicht nur ihre Kaufkraft. Sie können sich auch nur die Besoin von gewissen Gruppen orientieren, wie Studenten, junge Berufsaufhänger oder sozial mich schwer gestaltete Leute oder Familien. Was aber auch wichtig ist, wirklich nicht zu unterschätzen, als der Rolle, den einer Bauträger, einer Form von Bauträger spielen können, zum Beispiel die von den Baugenossenschaften, von den Wohnungskooperativen, die sich auch ganz gut können verbannen lassen am Kampf gegen Baulandspekulation. Und das ist die Unterstützung von den Promoteuren, wie zum Beispiel eben die Wohnkooperativen oder die Baugemeinschaften. Ich will dadurch durch ein Beispiel illustrieren, wenn man zum Beispiel einen Betrieb holen, den möchte so, er will delokalisieren, das geschieht ja heute so. Die ganze Terra liegt an der Bruch, und natürlich kennt der Proprietär, also der Betrieb, den zu einem Goldpreis verkaufen, ohne Promoteur oder den anderen, und dem sie natürlich als Bauland von der Gemeinde umklassiert gouf. Lo gave in dat allerdings anders das Vierhöllen, so lange wie der Betrieb den Terra nicht der Gemeinde verkaufen will, klassiert Gemeinde den auch nicht Gemeinde heeft den Terra, den Römer eng Industriebroras klassiert den dann als Bauland muss noch nach was Desintoxikation vom Terra diskutieren, das nach eine andere Wolle. Der geht dann als Bauland klassiert, und Gemeinde übergeht den noch als Amphitheos, zum Beispiel so enger Wohnkooperativ nicht nehmen, kann noch un einer Leute kann den Terra gehen, aber kann auch so enger Societät gehen. Und das geht eben auch zu Tübingen zum Beispiel praktiziert, wie viele Leute doch wissen, mal der voll quasi exklusiv. Wir sind der Meinung, dass Gemengen der Stadt denen vom Verbauträger wenigstens genauso viel Poids muss gehen wie den klassischen Promoteuren. Zu Lützeburg gibt es so alternativ Baupromoteuren, den Herr Minister kennt sie auch gut, wie zum Beispiel eben ad hoc die Wohnungskooperative. Wir sind der Meinung, dass diese so Initiativen muss unterstützen und dazu auch muss kleiner machen. EW an das Richtung wäre doch für die Steuergesetzgebung so zu ändern, dass alle Formen von Société à but non lucratif dans la création de logements sociaux oder de logements à vocation non lucrative am Benefis zum Taux super réduit von 3% kennt kommen. In dem Sinn wollte ich dann als Motion deposieren. Wir wollen aber auch nach schlussendlich eine Politik, wo der Lokatäre hier Rechte gestärkt gehen. Als Lokatäre, die durften nicht einfach zu Lützeburg, Lokatäre nun zu Lützeburg auf die Kirche gezogen, ansehen den weiter. Und das tut auch dazu dienen, dass sich nicht mehr 25 oder 20% von den Wählern durchstellen.
Dabei und lokatäre Schorechter meistens kennen sie nicht unbedingt all. Dafür hat mehr als Link schon für eine paar Jahre angefangen, eine Informationskampagne mit diesen Mitteln zu machen, eine Broschüre zu machen, ein Internet zu machen, wo man überhaupt Lokatären über die aktuellen Rechte geklärt tun. Am Prinzip nicht öffentlich Hand das überholen. Mais auch von lokatären Rechter hun sind wir der Meinung, dass die Rechter mi weit muss gehen. Mir hatte schon Herr Präsident für hun über ein Jahr 15 Monate wahrscheinlich die Proposition de loi déposé, die festlegen soll, dass der Kommanditär, meistens der Proprietär ist, von einer Annonce bei einer Agence, die soll sein, den Nordkommissionsfreien soll überholen. Das ist nicht so viel für einen Proprietär. Das kann aber immens viel ausmachen für einen Lokatär. Und noch das Garantie lokativ auf einem Monat Loyer soll beschränkt gehen. Das ist auch nicht so viel. Also sowieso, wenn viel Schmur an einem Appartement betrieben wird, sowieso geht es dabei, den das regelt. Aber dann kann das auch nicht, das könnt die Monat Garantie lokativ nicht dafür ab. Es sind noch ein paar Jahre wie kommen, Chambre des Salariés, Chambre de Commerce, Chambre de l'Agriculture, sogar auch. Die hängen sind dafür, wie die Chambre des Salariés. Die proposieren ja sogar nach interessant Vorschläge für noch mehr weit zu gehen, die wir auch gerne überholen. Der Staatsrat hat doch seine Avis gegeben, certes, mit einer Opposition formell auch dran. Das ist immer so ein bisschen wie eine Medaille. Mit der Regierung weiß ja, wie das mit einer Opposition formell, und das kann ganz schnell gehen. Ich meine, aber es wäre so interessant, für aber an der Kommission können zu diskutieren, auch noch Lesungen zu finden. Ich wollte, Herr Präsident, ich will meine Zeit auch nicht so viel überstrapazieren. Eine Kritik kann ich natürlich auch in die Proposition de loi adressieren, auch gemacht. Sie ist auch notzuvoll sein, dass sie dazu kein beitragen, dass Proprietären die Mesure kompensieren, an dem sie die Loyer erheben geben. Ich glaube, es ist nicht richtig in dieser Kritik. Aber bon, kann ich darüber diskutieren. Und dafür, und das auch heute ein paar Mal gesagt gehen, müssen den Trost von den Loyer erschränken. Das ist ja auch zurzeit der Fall. Es gibt ja eine Art Bremse, die famöse Limite von 5% vom Kapital investiert, von dem ja auch jederin geschwärzt hat, wo wir auch wissen, dass die Limite nicht mehr greift, zumindest bei den Neubauten. Pardon. Dafür sind wir der Meinung, dass das per Gesetz muss festlegen, dass die Loyer moderat bleiben. Und wir hatten das ja auch am Anfang von dieser Woche eine Proposition de loi der Öffentlichkeit präsentiert. Und ich wollte auch hier am Namen von der Link dann eben deposieren. Ich freue mich auch über die Debatte, wenn wir noch einen kriegen an den nächsten Monaten, an dieser Legislaturperiode. En grosso modo, ich gehe nicht mehr an Details ran. Das kann ich noch bei dem Internet finden, an der Presse stimmt dadurch. Das ist eine Proposition de loi, die Mietgesetz eben soll reformieren, in dem Sinn, dass die Flambe von den Loyers soll gebremst gehen, anhand von einer Berechnungsmethode, die als Referenzperiode 1995 gilt, als gerade das Jahr, wo die Wohnungspreise aufgekoppelt komplett par rapport zum Coût de la vie. Des Prinzip, als dem, dass der Loyer weiterhin dem Proprietär natürlich erlaubt, den Rendement zu haben, aber an dem muss, dass der Loyer für den Normalstiftlichen accessibel geht oder bleibt. Das heißt, dass das Realwert von der Preissurchauffe wird bereinigt gehen. Es gibt viele Einzelproprietären, die weiterhin korrekt Loyer frohen. Ich war sogar auch selber ein in dem glücklichen Fall. Aber ich kann nicht sagen, das war eine Ausnahme auf dem Site @home.lu. Aber es gibt aber viel an echter Großproprietären, an eben noch Fonds, die ein Business daraus machen. Und das sind gerade die am meisten von unserer Proposition de loi werden betroffen gehen. Eine andere Wolle von unserer Proposition de loi ist aber die Schaffung von einer nationaler Mietkommission, die auch auf Gemengenniveau dann ramifiziert das par rapport, also es besteht ja schon auf Gemengenniveau Kommissionen, die plus ou moins funktionieren, die wir dann auch dafür zuständig sind, für de Loyer anhand von den verschiedenen Kriterien und Berechnungen, die am Contrat dabei obligatorisch auch werden stehen, ein bisschen so wie an einem Arbeitsvertrag, die werden das überwachen, ob den Loyer auch dem Gesetz entspricht.
Der Lokatär wird an dem Sinn de Schwar hun bei enger lokaler Mietkommission zu goen, die dann an dem Sinn noch gestärkt gëtt oder aber direkt bei der nationaler an. Dat wäre doch den Avantage hun, dat man iwwer besser Statistiken werden verfügen iwwer den Bestand wéi bis lo, well all Kontrat dabei muss obligatorisch und des National Mietkommission goen. Herr Präsident, ich komme dann lo zum Schluss. Wir sind wirklich gespannt als längste gesehen, wat den Output von dieser Diskussion wert sind. Das viel diskutiert gehen, das interessant diskutiert gehen, sind interessant Propose kommen von alle Seiten, muss ich auch sagen. Aber ich hoffe aber, an ich denke und der Interpellationsdebatte vor 17 Jahren, ich hoffe, dass an 17 Jahren nicht enkeier die heute Chamber als aktuelle Debatte wird zitieren, für festzustellen, dass sich nicht viel geändert wird, weil ich mengen, dass an 17 Jahren, da werde definitiv zu spät sein. So nicht, merci. Wir sind im Moment von der allgemeinen Diskussion gekommen, an so wie das bei dem Debat de Konsultation 4 gesehen ist, hat die Regierung den Wohnungsbauminister, den Mark Hansen, lot hat. Ich weiß nicht, ob die Regierung sich abgedeelt hat oder den Herr Hansen für die Regierung allein schwätzt. Herr Hansen, der wird.